Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier im Hintergrund seht ihr mich ein bisschen bewegen, aber vor allem seht ihr hier hoffentlich Titanfall. Das wäre eine Maus, die hier heute zum Glück schon ist dahergekommen von Mad Catz. Das ist eine Rat 3 Maus. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Hier gibt es ja auch Rat 5, 7 und 9, die dann jeweils noch ein bisschen mehr können. Und das Spezielle an diesen Mad Catz Mäusen ist eigentlich, dass sie ganz anders aussehen als alle regulären Mäuse. Ich meine, wenn wir uns hier die normale SteelSeries Maus anschauen, die ich jeweils brauche, bisher, dann hat die eine ganz andere Form als die abgefahrene Mad Catz Maus. Also, das Paket ist in 2 Teilen. Das eine ist die Mausmatte, das wäre die hier. Hat ein gutes Gewicht. Die Maus ist viel leichter. Tun wir das schnell hierher. Tun wir vielleicht sehr schnell die Mausmatte auf. Jetzt ist das natürlich hier angeklebt. So. Und hier oben auch noch. So. Also jetzt sieht man hier nicht allzu viel, wenn ich das von annehme, aber das ist ja nicht so schlimm. Das Endprodukt ist ja wichtig. Jetzt versuchen wir die hier rauszubekommen. Ja, schön. Also. Und jetzt haben wir hier schön zusammengerollt, dass sie nicht unbedingt flach liegt. Aber mit der Zeit wird das schon flach werden. Schnell schauen, wie es vom Verschieben. Ja, genau. Haben wir hier typische Titanfall Pose, wo der Pilot auf dem Titan hockt. Und wenn ich jetzt hier mal versuche herauszufinden, wie man das Müsli öffnet, kann ich euch dann vielleicht nachher zeigen, wie die aussieht. Und ich habe mir schon manchmal überlegt, so eine Rat-Maus zu kaufen, weil sie bekommen gute Wertungen. Und klar ist, je nachdem spielt der eine lieber mit einer regulären Maus. Von dem her hört man Leute, die sagen, sie würden es wieder kaufen, und solche, die das Gegenteil sagen. Das gibt es ja eigentlich überall. Außer man hat wirklich ein schlechtes Produkt. Ja, ich weiß nicht genau, ob ich es wirklich schaffe. Irgendetwas scheint sich hier zu bewegen. Ist da noch irgendeine so eine... Ja, genau, cool. Also, wir sind schon einen Schritt weiter. Jetzt haben wir hier den nächsten Kleber. Also zugeklebt ist es gut. Nicht unbedingt umweltfreundlich. Aber von Umweltfreundlichkeit darf man, glaube ich, bei so Verpackungen gar nicht erst reden. Wow! Und ja, jetzt, das wäre sie hier. Sieht noch schön aus. Eben, je nachdem, ein bisschen KTM-Fahrdesign oder Triton. Auf jeden Fall ist es eben auch das Titanfall-Fahrdesign und ich finde das wirklich noch schön. Und sie sieht also schon sehr abgefahren aus, die Maus. Ich will dann noch einmal probieren, dass man es ein bisschen besser vielleicht sieht. Und sehr stylisch finde ich auch hier das rote Trötchen, das hier durchgeht. Es sieht fast so ein bisschen aus wie eine Ader. Und die Rat 3 ist so, dass man die nicht gross einstellen kann. Ich glaube, ab der Rat 5 kann man hier den Abstand von den verschiedenen Elementen alles sehr individuell gestalten. Hier ist man einfach vorgegeben. Und ja, ich muss jetzt hier ein bisschen ausprobieren, wie das geht. Grundsätzlich finde ich das noch eine gute Idee, dass der Daumen hier so eine Auflagefläche hat. Es ist somit natürlich nicht für Linkshändler geeignet. Ja, es wird sich herausstellen, welche von diesen zwei Mäusen das am Schluss das Rennen machen. Aber wie gesagt, ich habe schon gerne mal so eine Rat ausprobieren und im Titanfall Design ist das jetzt genau der richtige Grund gewesen, so eine mal reinzuziehen. Drinnen hat es noch irgendwie ein paar Kleber und ja, das sieht man fast nicht. Bedienungsanleitung, wo man sicher muss lesen bei einer Maus. Und das war es jetzt auch schon vom Unboxing von dieser Titanfall Branded Maus von Mad Catz Rat 3. Ich kann dann vielleicht mal noch ein Video machen, wie ich das Ding habe gefunden, wie die funktioniert hat. Das wäre es mal gewesen. Macht's gut. Schön zusammen. So ganz ohne